Guten Morgen miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, nach Embrach zu kommen, weil ich noch nie da war. Schon durch das, ich weiß nicht, Dorf, Stadt, keine Ahnung, Dorf, noch Dorf, durchzufahren. Nach so viel langer Autobahn plötzlich so viel Grünes gesehen, das war schön. Aber vor allem habe ich mich auf euch gefreut. Dass ihr mich kurz einordnen könnt. Ich bin in der FG Schweiz in der Leitung und da bin ich verantwortlich für Mission und Gemeindegründung. Das heisst, ich habe ganz viele Hüte hier oben. Ich bin bei der Vision Schweizer Leitung dabei, die wird vom Hans-Jörg Grätz geleitet. Ich bin bei Vision Europa in der Leitung dabei, die leite ich selber. Vision Global hat man mir auch noch ins Nestchen gelegt. Das ist unser jüngstes Kind. Da arbeiten wir ganz eng mit SAM Global zusammen in Nordindien. Und da bin ich im Vorstand dabei. Das ist so ein bisschen meine Welt, also gesamthaft mitverantwortlich für rund 165 Mitarbeitende in 17 Ländern auf 4 Kontinenten. Ich liebe das, so gross zu denken und an so vielen Fronten mitzuhelfen. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für euren Einsatz für die Ukraine über OM. Ich bin begeistert, was FGS da leisten. Ich war in einer Gemeinde vor 2 Wochen, glaube ich. Die haben über Licht über Osten geholfen. Wir als FG Schweiz über Vision Europa, über Polen helfen und haben jetzt innerhalb von 2 Monaten schon fast 300'000 Franken zusammenbekommen, die wir investieren können. Wir müssen eine völlig neue Struktur aufbauen, um das alles zu machen. Also ich habe jetzt 2 Monate nur eigentlich für das Thema eingesetzt gewesen. Mit dem hätte ich nie gerechnet. Aber es ist trotzdem schön, was passiert. Also unsere polnischen Gemeinden, die haben sich verdreifacht innerhalb von 2 Monaten durch Ukrainer. Aber es sind schon viele zum Glauben gekommen. Es sind auch viele Gläubige nach Polen gekommen, von der Ukraine. Und Polen ist eines der unerreichtesten Länder von Europa, die wir haben. Also da passiert gerade sehr, sehr viel. Habe ich alles nicht geplant zu sagen. Ich bin eigentlich da als Vertreter von der Leitung von der FG Schweiz und nicht für Mission. Deswegen fange ich jetzt an. Hat jemand von euch schon mal etwas von Ilja Glasunow gehört? Er ist vor 5 Jahren gestorben. Er ist in der Sowjetunion aufgewachsen, dann Russe gsi. Er war ein sowjetisch-russischer Künstler gsi, der sehr berühmte Bilder gemalt hat. Eins ist riesengroß, 18 Quadratmeter groß. Und er hat das überschrieben mit dem Thema Mysterium des 20. Jahrhunderts. Er hat auf diesem Bild ganz viele Leitfiguren aus dem 20. Jahrhundert gemalt. Figuren, die Bedeutung hatten, die etwas erreicht haben, egal was, positiv oder negativ. Aber was man auch sieht, ist, da gibt es ganz viel Blut, da gibt es Stacheldraht, da gibt es Atompilze, also so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Wir sehen da zum Beispiel den amerikanischen Präsident John F. Kennedy, der ermordet worden ist, hinter dran seine geheime Freundin Marilyn Monroe, die sich dann selber umgebracht hat. Wir sehen Beatles, da wo gesehen? Genau da. John Lennon, der Sprecher der Beatles, hat ja mal ganz stolz gesagt, die Beatles sind viel populärer als Jesus. Oder Jean-Paul Sartre, der französische Philosoph, der ein Glaubensbekenntnis formuliert hat, folgendermaßen: Der Mensch ist frei, in einer absurden Welt ohne Gott sich nach eigenen Gesetzen in heroischer Einsamkeit zu entwerfen. Wer jetzt nichts verstanden hat, es geht darum, wir können ohne Gott uns absolut selber verwirklichen. Oder Nobelpreisträger Ernest Hemingway, ebenfalls ein Selbstmörder. Er hat gesagt, er kann nur beten: Unser Nichts, der du bist im Nichts, geheiligt werde dein Nichts komme. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist nichts. Das ist ziemlich leer.
Also wir haben da Philosophen, Dichter, die mit ihrem Nihilismus und Atheismus Millionen von Menschen im letzten Jahrhundert in die Irre geführt haben. Daneben haben wir Politiker, unter anderem der Führer Adolf Hitler, der Millionen von Menschen in den Tod getrieben hat. Habt ihr gewusst, dass der Parteiminister von Hitler, Hans Frank, Folgendes gesagt hat vor seiner Hinrichtung? Wir haben am Anfang unseres Weges nicht geahnt, dass die Abwendung von Gott solch verderblichen, tödliche Folgen haben könnten. Ich bitte unser Volk, dass es nicht weiterschreitet in diese Richtung, auch nicht einen Schritt. Denn Hitlers Weg war der vermessene Weg ohne Gott, der Weg der Abwendung von Christus, der Weg der politischen Torheit. Späte Einsicht, aber immerhin. Wir haben auf diesem Bild auch Nobelpreisträger, naturwissenschaftliches Genie, Albert Einstein, und er hat gesagt, es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo es kein Dunkel gibt. Das ist Jesus Christus. Und Ilja Glasunow hat mit diesem Bild genau das ausdrücken. Wir sehen hier einen Engel, wir sehen hier das Böse, das da ist, aber im Zentrum ist Licht. Im Zentrum steht Jesus. Im Zentrum steht der, der Herrlichkeit und Gewalt hat und wo wiederkommt und wo alles wird ins richtige Licht rücken. Eigentlich hat er ein alttestamentliches Wort mit diesem Bild darstellen. Und zwar aus Jesaja, Kapitel 60, Vers 2. Und ich finde den Vers so treffend für unsere Zeit. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich habe mich gefragt, ob das Bild von Glasunow über das 21. Jahrhundert, in den ersten 20 Jahren, anders würde aussehen. Und bin zum Schluss gekommen, nein, das würde genau gleich weitergehen. Es wären einfach andere Figuren. Und die Frage ist jetzt, wo schauen wir her? Wo ist unser Blick darauf gerichtet? Wenn wir die Nachrichten schauen, ist unser Blick immer auf das gerichtet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, wir müssen den Blick heben auf Jesus. Er ist die Schlüsselfigur. Er hat alle Macht, auch wenn er im Moment noch sehr viel zulässt. Aber er ist der wiederkommt. Er ist der im Zentrum steht. Und ich will mit euch heute Morgen einen Brief anschauen, wo Jesus an eine Gemeinde geschrieben hat. Wir haben in der Offenbarung 7 solche Briefe, 7 Sendschreiben. Ich möchte das 5., das zweitletzte mit euch anschauen. Und Jesus stellt sich dort folgendermaßen vor. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Schlüssel Davids bedeutet, er ist der König. Und er ist ein König, der von sich sagen kann, ich bin der Heilige. Bei mir gibt es nichts Böses. Absolut nichts. Welcher Politiker kann das sagen? Wer von uns kann das sagen? Er ist der Wahrhaftige. Bei ihm gibt es keine Lüge, kein Betrug, kein hinters Licht führen. Er hat Schlüsselgewalt. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte ich das Sendschreiben überschreiben, zusammenfassen? Welche Überschrift würde ich dem geben? Und ehrlich gesagt, ich liebe natürlich schon ein bisschen Provokation und deswegen habe ich es eben so überschrieben. Gott braucht keine Helden. Also der sich jetzt da nicht als Held fühlt, der sich vielleicht sogar als Versager fühlt. Einfach mal eine gute Nachricht heute Morgen. Gott braucht keine Helden. Für die gerne Helden wären, wie der Hans-Uli und ich auch, ist die gute Nachricht in Klammern,
Durch Jesus können wir sehr wohl Helden sein. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt vorwärts. Jesus war von dieser Gemeinde in Philadelphia begeistert. Bei den meisten Gemeinden hat er nebst dem, dass er lobt, auch Sachen gehabt, die er kritisiert. Aber wenn Jesus über Philadelphia nachgedacht hat, ist ihm nichts eingefallen, was er kritisieren konnte. Ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Es gibt doch keine Gemeinde, die du nichts kritisieren kannst. Also zumindest die Leute, die in der Gemeinde sind, die finden schon immer etwas zu kritisieren, oder? Also wir haben da etwas so wie eine Mustergemeinde vor uns, wie eine Beispielgemeinde. Und das reizt mich dann auch immer. Also wenn etwas so gloriös dargestellt wird, was haben denn die Besonderes? Und mit dieser Frage möchte ich eigentlich durch das Sendschreiben mit euch durchgehen. Was haben die, was wir nicht haben? Hat irgendetwas gehabt, was wir nicht haben? Fangen wir mal an. In Vers 8 lesen wir: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Also das Erste, was sie hatten, ist Schwachheit. Wenig Kraft. Und offensichtlich ist das für Jesus überhaupt kein Problem. Wenn ein Christ wenig Kraft hat, wenn eine Gemeinde wenig Kraft hat. Ich bin natürlich sehr viel mit Pastoren zusammen. Und da höre ich immer wieder, ja, wenn wir nur die Ressourcen hätten, die haben. Wenn wir nur das Gebäude hätten, das die haben. Wenn wir nur die Lobpreisband hätten, die die haben. Dann. Also der Blick ist auf einen Mangel gerichtet. Aber Jesus sagt, der Mangel ist kein Problem. Wenn ihr wenig Kraft habt, das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, für Jesus ist das sogar die beste Voraussetzung. Warum? Weil dann strecken wir uns aus nach ihm. Sonst haben wir das Gefühl, wir schaffen es schon. Irgendwie. In Deutschland hat vor ein bisschen mehr als 100 Jahren Graf gelebt, Graf Pückler. Und der hat seinen Jugendfreund, der Rotkirch, weil er dafür gewinnen, junge Männer Arbeit zu starten. Und der Rothschild hat sich völlig überfordert gefühlt und hat sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen die Aufgabe. Und dann hat ihm der Graf Folgendes gesagt: Dass du das nicht kannst, ist absolut sicher. Peng! Weil aber Jesus die Leute gar nicht brauchen kann, die es können. Darum muss gerade du diese Arbeit anpacken. Das ist doch eine biblische Perspektive. Es kommt nicht so sehr darauf an, was wir alles können, was wir alles gelernt haben, welche Gaben das wir haben. Das spielt alles schon auch eine Rolle. Aber das ganz Entscheidende ist die Schlüsselfigur. Jesus. Und wenn Jesus einen Auftrag gibt, dann macht er das auch möglich. Egal, wie wir uns dabei fühlen. Oder auch Gemeinden. Wenn Gemeinden in ein Stadium hineinkommen, wo sie das Gefühl haben, das schaffen wir, ist das der absteigende Ast? Nein, als Gemeinde ist die Schwachheit kein Problem. Das Problem ist, was machen wir mit dieser Schwachheit? Gott braucht keine Helden. Ich komme natürlich aus dem Bereich Mission und deswegen werde ich euch ein paar Missionsleiter vorstellen, die mein Leben sehr geprägt haben, damit ich in der Mission gelandet bin. George Verwer war einer, der immer wieder über seine Schwachheiten geredet hat. Und zwar auf eine sehr ehrliche und entwaffnende Art und Weise. Und ein Beispiel möchte ich euch zeigen. Er ist mal in einem Interview gefragt worden, ob es denn in seinem Leben nicht Momente gegeben hat, wo er das Gefühl hatte, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr. Überforderung, Schwachheit. Die gerne einfach zulassen, ich kann jetzt die Augen zutun, die gerne mitlesen, können mitlesen. Er hat Folgendes gesagt. Oh ja, besonders in meinem Kampf gegen Wollust. Ich war verrückt nach Frauen. Das ging nach meiner Bekehrung nicht einfach weg. Einmal war ich in einem Striptease-Club und als ich rauskam, versuchte der Teufel mich zu verdammen.
Aber dann erinnerte ich mich an 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er. Ich lief also gleich in eine Telefonzelle, nahm den Hörer ab und bat Gott um Vergebung. Als ich aus der Telefonzelle herauskam, fragte mich die nächste Person, der ich begegnete, wie man gerettet wird. Und ich führte ihn zu Jesus. Solche Erfahrungen helfen einem jungen Christen, Gottes Gnade zu verstehen. Das hat mir das Fundament gegeben, auf das ich all die Jahre gebaut habe. Also er hat gerade furchtbar versagt und hat das Gefühl gehabt, Jesus kann mit mir garantiert nicht mehr anfangen. Er ist umgekehrt und ist sofort wieder brauchbar gewesen für Jesus. Gott braucht keine Helden. Die Schlüsselfigur ist Jesus. Auf ihn und seine Stärke kommt es an. Also, die Frage ist, was haben denn, sie haben ja ein bisschen Kraft, haben sie ja gehabt, oder? Eine kleine Kraft. Was haben sie mit dieser Kraft gemacht, die Gemeinde? Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Also sie haben die kleine Kraft ganz fokussiert eingesetzt, am Wort festhalten und an der Person festzuhalten, Jesus. Am Wort Gottes und am Sohn Gottes. Und sich auf die Seite vom Sohn Gottes stellen, auf die Seite von Jesus. Wenn wir uns am Wort Gottes festklammern, ist das unsere geistliche Nahrung. Jetzt gibt es unter Christen nach meiner Erfahrung ganz viele, die finden, einmal in der Woche Essen reicht. Sonntagmorgen. Und dann ist wieder Fastenzeit. Das reicht nicht. Wir müssen jeden Tag Nahrung zu uns nehmen. Auch wenn es kurz ist. Manche Gemeinden und manche Christen haben wenig Kraft, weil sie sich nicht ernähren. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was Jesus vorher gesagt hat. Also, tägliche Ernährung ist wichtig. Und das Aufschauen zu Jesus und auf seine Seite stellen, das ist das Zentrum. Und dann passiert etwas. Und das habe ich gerade übersprungen, einfach so schnell mal. Davsen Trottmann hat das Beispiel gebracht, das mein Leben auch sehr stark geprägt hat. Nein, das geht nicht. Wir müssen da genau eine übersprungen haben. So, jetzt bin ich wieder. Sie haben eine geöffnete Tür gehabt. Warum? Also, wir haben gelernt, Theologiestudium, wenn darum steht, frag warum. Warum steht darum da? Weil sie am Wort Gottes und der Person Jesu festgehalten haben. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand schließen kann. Also, wenn wir unsere kleine Kraft einsetzen, um an Jesus und am Wort Gottes festzuhalten, und das kann eigentlich jede Gemeinde, deswegen gibt es ja die Gemeinde, dann tut Jesus Türen auf. Türen zum Dienst, Türen zur Bekenntnis. Wir sind 1991 ausgesendet worden nach Dornbirn, nach Vorarlberg, Österreich, um dort eine Gemeinde zu gründen. Wir haben angefangen bei uns in Stube mit 7 Personen. Und ich war damals ein blutjunger Typ, so 26. Und habe schnell mal gemerkt, das ist ein bisschen Überforderung. Wie soll ich da eine Gemeinde aufbauen? Wie soll ich da eine Gemeinde gründen? Und ich bin dann jeden Mittag so auf einen Hügel rauf, wo ich über die ganze Stadt schauen konnte und habe zu Jesus geschrien, was soll ich da tun? Wie sollen wir da mit dem kleinen Grüppli, die Tausende von Menschen, also im Rheintal leben dort auf Österreich, ist es seit einer 250.000 Menschen, wie sollen wir die erreichen mit dem Evangelium? Wie soll das gehen? Also ich habe mich völlig überfordert gefühlt. Und dann war eine Pastorenkonferenz und an dieser Pastorenkonferenz haben wir das Abendmahl gefeiert und der Leiter hat gesagt, wenn ihr das Brot und den Kelch weiterreicht, sagt eurem Nachbar ein Bibelwort zu. Das haben wir dann so gemacht und dann wendet sich der Nachbar zu mir
und sagt, Jürg, Jesus hat dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Und ich habe gemerkt, das ist ein prophetisches Wort. Das ist so rein. Und ich habe plötzlich einen völlig anderen Blick gehabt. Vorher habe ich immer geschaut, wer bin ich und was kann ich, um die Gemeinde zu gründen und aufzubauen. Und plötzlich ist der Blick völlig in eine andere Richtung gegangen. Es geht ja um Jesus. Jesus muss die Gemeinde bauen, nicht ich. Jesus kann Türen öffnen. Und das haben wir erlebt. Er hat Türen geöffnet. Es sind Leute zum Glauben gekommen, Innerhalb von einem Jahr, 1,5 war unsere Wohnung viel zu klein gewesen. Dann haben wir eine Spenglerei umgebaut. Dann war die zu klein gewesen. Dann haben wir 2 Gottesdienste gemacht. Dann war das zu klein gewesen. Dann haben wir gebaut. Und Jesus hat einfach aus diesem kleinen Grüppli eine der grössten Gemeinden von Österreich gemacht. Weil er die Tür geöffnet hat. Weil er der Held ist. Davsen Trottmann hat das Beispiel gebracht, das für mich mein ganzes Christsein geprägt hat. Er hat Folgendes gesagt. Ich bin jetzt schon 29 Jahre lang Christ und noch immer fürchte ich mich, mit einem Menschen über die Notwendigkeit seiner Erlösung zu sprechen. Dass ich nach so vielen Jahren immer noch diese Furcht habe, bedrückte mich lange. Dann erkannte ich jedoch plötzlich, dass diese Furcht nur ein kleines rotes Licht war, das an und ausging, um mich daran zu erinnern, dass es durch die Kraft Jesu geschehen soll. Du kommst nie dahin, dass du es selber machen kannst. Du brauchst ihn. Eines Tages brachte ich diese Bitte vor den Herrn und fing an, nach einem Menschen zu suchen. Auf einer Autostraße sah ich einen Mann, der mitgenommen werden wollte. Ich blickte geradeaus und beobachtete nur die rote Ampel, bei der ich anhalten musste. Aus dem Augenwinkel musterte ich den Menschen. Er sah grob und derb aus und ich beschloss, das ist der Falsche. Ich wartete, dass die Ampel wieder grün würde, aber aus irgendeinem Grund dauerte es sehr lange. Ich dachte schon, der Mann sei weitergegangen, aber als ich hinüberschaute, hatte er seine Augen gerade auf mich gerichtet. Auf meinen Kopfnicken hin stieg er ein und ohne Zeit zu verlieren, gab ich ihm gleich ein Traktat in die Hand. Er las es durch und gab es mir zurück. Was denken Sie darüber? Fragte ich. Ich finde es wunderbar, antwortete er. Ich war über seine Antwort erstaunt und sagte, ach, dann sind Sie Christ? Nein, antwortete er, ich bin kein Christ. Ich gehe seit 2 Wochen jeden Abend zu einer christlichen Vortragsreihe. Ich bin jeden Abend in die Aussprache gegangen, aber ich bin kein Christ. Ich fuhr auf die Seite und hielt an. Wir führten ein Gespräch und er nahm Jesus Christus als seinen Erlöser an. Ich hatte diesen rauen Kerl gesehen und gedacht, der wird nicht zu Gott umkehren, der wird nicht glauben. Das zu beurteilen war aber nicht meine Aufgabe. Ich habe nicht das Recht, für einen anderen zu entscheiden, ob er den Herrn annehmen wird oder nicht. Meine Aufgabe ist es nur, ihm von Jesus zu erzählen und ihn entscheiden zu lassen. Hätte gemerkt am Anfang, er schafft so nach 29 Jahren Christsein nicht einfach so als Zeuge Jesu. Er braucht Jesus. Aber wenn er Zeuge ist, kann Jesus alles daraus machen. Alles. Also es kommt nicht so sehr auf unsere Fähigkeiten an, auf unsere Ausbildungen, sondern dass wir die Augen offen haben für die Türen, die Jesus auftut. Und hier ist ja ein Brief an eine Gemeinde geschrieben. Und ich bin sehr viel in Gemeindeberatungen unterwegs. Und ich habe oft den Eindruck, Gemeinden, und das passiert natürlich auch im Leben von Christen, versuchen mit allen Mitteln verschlossene Türen aufzubrechen. Aus eigener Kraft. Aber gehen an den Türen vorbei, die Jesus aufgetan hat. Also unser Gebet muss sein, Jesus öffne uns die Augen für die Türen, die du öffnest. Und dann gehen wir durch diese Türen durch. Wir lesen weiter in unserem Text.
Jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger, das Handschreiben. Jesus sagt, ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Synagoge des Satans meint Jesus, Juden, die ihn abgelehnt haben als Messias. Es werden Juden kommen zu den Gläubigen in der Gemeinde Philadelphia und werden sich vor ihnen niederwerfen. Das heisst, sie werden zum Glauben kommen. Aber nicht alle. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderungen gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt wird. Die Gemeinde in Philadelphia war in einem schwierigen Umfeld. Es hat sehr viele Juden an diesem Ort und die haben die Gemeinde verfolgt. Sie haben die Gläubigen verleugnet. Sie haben ihnen das Leid gewerkt. Ein paar sind zum Glauben gekommen. Aber sie waren in einer Verfolgungssituation. Und zudem haben sie in einem gefährlichen Gebiet gelebt. In Philadelphia hat es in den 100 Jahren, bevor sie den Brief bekommen haben, schon zweimal ein sättiges Erdbeben gegeben, dass die Stadt völlig am Boden zerstört war. Also sie mussten damit rechnen, dort, wo wir leben, können wir verfolgt werden. Und dort, wo wir leben, kann jederzeit eine Katastrophe passieren, die uns die ganze Lebensexistenz nimmt. In so einem Umfeld zu leben, könnte man natürlich ziemlich resigniert sein. Ziemlich niedergeschlagen. Aber Jesus sagt ihnen Folgendes. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Also Jesus ermutigt die Gemeinde. Ich bin da, ich komme bald. Wir wissen nicht genau theologisch, was damit gemeint ist. Ist damit gemeint, dass er bald kommt zur Hilfe, geistlich? Oder ist damit die Wiederkunft gemeint? Wenn die Wiederkunft gemeint ist, kommen Kritiker und sagen sofort, ja, also bei diesem bald, entweder hat sich Jesus geirrt, oder Johannes hat es nicht richtig verstanden, er hat es falsch aufgeschrieben. Also bald ist ja nicht bald. Also es war nicht so, dass er bald gekommen ist. Das Problem ist, vom Griechischen her ist es ein bisschen komplizierter. Bald, der Begriff, hat schon etwas mit Schnelligkeit zu tun, aber könnte genauso gut mit rechtzeitig übersetzt werden. Also Jesus verspricht, ich bin rechtzeitig da. Egal, ob es jetzt um die Wiederkunft geht oder um sein persönliches Eingreifen geistlich. Ich bin rechtzeitig da. Was ist eure Aufgabe? Haltet fest an dem, was du hast. Was haben sie? Eine kleine Kraft, mit der sie am Wort Gottes und am Sohn Gottes festhalten und eine geöffnete Tür. Haltet fest. Mehr verlange ich nicht von euch. Tut das einfach. Und wenn sie das tun, werden sie den Siegeskranz erlangen. Die Olympiade ist noch nicht lange her und wenn Jesus jetzt den Brief an die Gemeinde von Embrach schreiben würde, er wahrscheinlich schreiben, damit euch niemand Goldmedaillen wegnimmt. Die hat er nämlich schon. Die olympische Goldmedaille. Schaut, dass sie euch nicht weggenommen wird. Indem ihr festhaltet, was ihr habt. Aber das ist noch nicht alles. In der Stadt von Philadelphia hat es ganz viele Tempel gegeben. Auch natürlich Götzendienst. Und eine Besonderheit war, wenn man Leute, die etwas Besonderes gemacht haben, also Helden und Heldinnen, wenn Leute so etwas gemacht haben, ist ihnen eine Säule im Tempel gewidmet worden. Und dann ist ihr Name dort eingraviert worden. Und damit sind sie geehrt worden in der Stadt. Also vielleicht könnte man das so vergleichen mit Hollywood heutzutage. Walk of Fame. Du bekommst dort die Sterne. Nun, unsere Philadelphia-Christen waren keine Stars. Sie hatten das Ansehen der Leute nicht gehabt. Sie haben
auch nicht viel gewonnen, sondern zum Teil fast alles verloren, was sie hatten. Also sie haben absolut nicht damit rechnen, dass sie in dieser Stadt geehrt werden, dass ihnen eine Säule im Tempel gewidmet wird. Und jetzt hört mal, was der Herrscher vom Universum in diesem Kontext dieser Gemeinde sagt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes, den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Also wenn die Gemeinde dem festhält, was sie hat, dann wird Jesus die Gemeinde und die einzelnen Christen zu Säulen in Gottes Tempel machen. Natürlich bildlich gesprochen, also wir stehen nicht so in der Ewigkeit. Also bildlich gesprochen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind im Tempel Gottes. Wir sind dort, wo Gott wohnt, wo Gott sich offenbart, wo Gott verherrlicht. Dort werden wir sein. Und wir werden geehrt werden, wertgeschätzt werden. Ein dreifacher Name wird Jesus auf uns schreiben. Der Name von meinem Gott. Und es wird deutlich, wir gehören zu dem Gott, wir gehören zu seiner Familie, wir sind Söhne und Töchter von dem Gott. Wir haben eine göttliche Familie, nicht nur ein göttliches Zuhause, nicht nur der Wohnort im Tempel, sondern wir gehören dort dazu. Und zwar werden wir nie mehr hinausgehen. Für alle Ewigkeit wird es unser Platz sein. Der zweite Name, der Name der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt. Das neue Jerusalem ist an vielen Stellen ein Bild für die Gemeinde, für die Brut von Jesus. Die Brut von Jesus wird gekennzeichnet werden im Tempel von meinem Gott. Und dann wird Jesus noch seinen eigenen neuen Namen draufschreiben. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir sehen, wie er ist. Und wir werden sein, wie er. Wir werden sein ganzes Wesen ausstrahlen. Also zusammengefasst können wir sagen, auf dieser Säule wird der Name vom Vater stehen, der Name der Brut und der Name vom Bräutigam, wo der Vater die Brut zum Bräutigam führt. Und es wird eine vollkommene Einheit geben. Was ist das für eine Zukunft, die wir da haben? Jesus verheißt einen ewigen Sieg, ewige Ehre, ewige Zukunft, ewige Zugehörigkeit. Warum? Weil die Gemeinde Helden waren und Heldinnen? Nein, weil sie mit ihrer kleinen Kraft am Wort Gottes und am Sohn Gottes festgehalten haben und die geöffneten Türen genutzt haben. Haben die etwas gehabt, die Philadelphia, die wir nicht haben? Mir fällt einfach nichts ein. Wir können alle Philadelphia-Gemeinden sein. Philadelphia heisst übrigens vom Griechischen her Bruderliebe. Also offensichtlich ist die Gemeinde berühmt dafür, dass Geschwister die einander wirklich geliebt haben. Und wenn man Gott liebt, dann ist das der Ausfluss, dass man Geschwister liebt. Johannes sagt in seinem Brief, wer sagt, ich liebe Gott und lehnt seinen Bruder oder Schwester ab, der ist ein Lügner. Das hängt zusammen. Also meine Liebe zu den Geschwistern, die zeigt meine Liebe zu Gott. Offensichtlich ist das ein wichtiges Kennzeichen von dieser Gemeinde. Und jetzt könnt ihr vorkommen als Band. Im letzten Vers lesen wir, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Mein Gebet heute Morgen auf meinem Gebetsspaziergang war, red du wieder neu zu mir. Ich will hören, was der Geist mir sagt. Red du aber auch zur Gemeinde in Embrach.
Und lass sie hören, was der Geist sagt. Und so fängt es an, ich muss herhören. Aber wenn ich natürlich nur los und das nicht keine Auswirkung in meinem Leben hat, dann ist es so ziemlich leer. Also ist die nächste Frage dann, was mache ich jetzt mit dem, was ich gehört habe? Ich ermutige dich, einen einzigen Gedanken von dem mitzunehmen heute Morgen, der dein Leben prägt. Und die Goldmedaille ist dir schon wieder sicher. Ich will beten. Herr Jesus, ich finde den Brief dermaßen ermutigend in unserer Zeit. Der Philadelphia, sie haben in einem sehr schwierigen Umfeld gelebt. Und trotzdem waren sie eine Gemeinde, wo du begeistert bist von ihnen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, solche Gemeinden zu haben. In der Schweiz, in Europa, in der Welt. Solche Gemeinden zu gründen, die diesen Herzschlag haben, wie Philadelphia. Und ich möchte jetzt bitten für meine Geschwister hier in Embrach, dass du sie segnest, dass du sie zu einem ganz starken Licht machst hier. Und dass es Auswirkungen hat, dass noch viele Embracher zum Glauben kommen. Das ist das, was du tust, wenn du Türen öffnest. Lass sie die geöffneten Türen erkennen. Amen.